Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum Bundesligaspiel, zum Nachhol-Bundesligaspiel gegen den ersten FC Union Berlin. 1:0 gewonnen. Ja, bevor ich auf unsere Mannschaft eingehe, ein paar Worte zu Union. Ich habe ja echt viel Sympathien für Union, aber was da heute teilweise gelaufen ist, Alto Belli, Alter. Also, weiß ich nicht. Erstmal sportliche Leistung, ich denke, da sind wir uns alle einig, unterirdisch von Union. Ja, ich habe 3 Spiele von Union in der Champions League gesehen unter Urs Fischer. Da haben die richtig geilen Fußball gespielt. Das heute war ja gar nichts, Alter. Das war ja noch nicht mal irgendwie defensiv stabil oder sowas. Also Union war super, super schwach in meinen Augen. Dann das Ding von Behrens, die gelbe Karte, Alter, das war für mich rot. Sag ich euch, wie es ist. Offene Sohle, dann noch schön extra hoch auf den Fuß drauf, ja. Das war klar Absicht. Also, das war nicht irgendwie, ja, ich gehe mal mit offener Sohle rein. Der Fuß wurde extra nochmal hochgezogen mit der offenen Sohle, um ihn ja zu treffen. Das war für mich eine klare rote Karte. Ja, meine Meinung. Der Trainer, Alter, was ein Pünktchen, ja, könnt ihr euch denken, was ich dazu zu sagen habe. Geht gar nicht, was für ein asozialer Pünktchen, ja. Ja, ich hätte gefeiert, wenn ihm auf der Tribüne auch mal jemand eine Watschen gegeben hätte, auf dem Weg nach oben. Das hätte er sich verdient gehabt. Danach der Co-Trainer nochmal in der Nachspielzeit, da auch so einen Affen am machen, sorry, super unsympathisch. Also die ganze Sympathie, die so ein Urs Fischer aufgebaut hat, irgendwie bei mir, ja, die sind so ein bisschen verflogen, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Das mal zur Union Berlin. Ja, Grüße gehen natürlich trotzdem raus, aber I don't know. Vielleicht nochmal kurzer Vergleich. Ich denke, wie schwach Union ist. Alter, selbst Hoffenheim war stärker. Ja. Union hat ja offensiv gar nicht stattgefunden. Also das war ja, I don't know. Ich meine, man hat gesehen gegen Bremen, auch gegen Hoffenheim, wie man uns wehtun kann. Und Union hatte gar keine Anstalten, gar keinen Mut, gar nichts. Absolut. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück für uns. Ich glaube, gegen jeden anderen Gegner hätten wir heute nicht gewonnen. Das Spiel haben wir gewonnen. Wir haben eine gute erste Viertelstunde gehabt. Ersten 20 Minuten. Das Gegenpressing war gut, war sehr gut. Haben uns natürlich wieder super schwer getan, obwohl Union gar nicht so stark war defensiv, wie ich fand. Danach haben wir wieder ganz stark abgebaut. Dann war es ein super langweiliges Spiel wieder so, die nächsten 25 Minuten. Keinerlei Bewegung, gar nichts. Harry Kane nicht einmal im 16er, überall rumgetingelt, nur nicht da, wo er sein muss. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter, dass man sagt, ich ziehe mal einen Innenverteidiger mit raus, aber die haben sich gar nicht rausziehen lassen. Also Harry Kane wurde da übergeben und das war, ja, er hat natürlich 1, 2 gute Bälle gespielt, aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Ja, das kann nicht auf Dauer Sinn der Sache sein. Dafür ist ein Musiala da, es macht keinen Sinn, wenn sich ein Harry Kane fallen lässt und dann Musiala vorne den Neuner gibt. Da musst du die ganze Chose mit dem Tell spielen, dann hast du 2 Stürmer auf dem Platz, dann kann sich ein Harry Kane fallen lassen und um Tell herumtanzen. Ja, gut, dann kannst du sowas mal machen. So war er mir viel zu oft nicht präsent im 16-Meter-Raum. Ja, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann einen Tacken besser. Zumindest so die erste Viertelstunde. Auch die war wieder gut von uns, ja, mit dem Tor. Ja, was ganz klar auf Harry Kanes Kappe geht, ja. Hätte er den ja nicht so vom Pfosten gehauen, hätte den Guerrero ja nicht den Fuß hinhalten können. Das zweite Ding war abseits, ja. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Auch da, der Einzige, der dazu fähig ist, bei uns in der Mannschaft ist Harry Kane gefühlt. Danach war es, ja, es war jetzt nicht super langweilig, es war ein bisschen interessanter wie gegen Bremen. Ja, wir haben zweite Halbzeit ein bisschen mehr Bewegung drin gehabt. Ja, aber jetzt, wo man sagt, so, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, das war irgendwie ein überzeugendes Spiel von uns. Das war ein überzeugender Sieg von uns. Ja, das tut mir leid, ja, wir haben 1:0 gewonnen, wie die ganze Hinrunde für Ergebnisfußball, jo, schön. Wir nehmen das Ding mit.
ist nicht Fleisch, nicht Fisch, wie man so schön sagt. 4 Punkte in dieser Leverkusen. Hältst die Flamme am Lodern so ein bisschen bis zum nächsten Spiel oder übernächsten Spiel, was wir in meinen Augen nicht gewinnen werden. Also auch die Leistung war nicht stark genug. Wir können wirklich von Glück reden, dass Union heute keinerlei Eier hatte, auch nicht den Biss hatte in den Zweikämpfen so richtig. Ja, haben viel gefoult teilweise. Wir haben aber, der Leim hat auch mal ganz gut ausgeteilt. Aber so der richtige Biss hat mir bei Union gefehlt und das war gut so, sonst hätten wir das Spiel heute nicht gewonnen. Ja, das muss man sagen. Wir sind super verunsichert teilweise, die Lockerheit fehlt. Das ist nicht ein FC Bayern, den wir da aktuell auf dem Rasen sehen. Das mal meine Meinung zum Spiel, meine Meinung zur Aufstellung. Interessiert ja auch viele. Ich habe ja gesagt, wenn Tuchel jetzt nicht Konsequenzen zieht, kann ich den Vorhang für mich für diese Saison zumachen. Ja, Tuchel hat so halbe Konsequenzen gezogen. Von daher mache ich den Vorhang mal halb zu. Weiß ich auch nicht. Dass Guerrero auf links gekommen ist, ja, war bitter nötig. Davis ist die ganzen Wochen Totalausfall, auch wenn er ein guter Kerl ist. Ja, es war zu erwarten, weil Tuchel macht immer dasselbe, wie es Pep macht. Wenn Pep sagt, ein Spieler ist top, wissen wir, der Spieler spielt erstmal nicht mehr. Ja, Tuchel hat den Davis ja auch über den Klee gelobt in der PK. Hat ihn dann heute draußen gelassen, völlig zu Recht. Guerrero hat ein ordentliches Spiel gemacht, denke ich, als Linksverteidiger. Wobei man sagen muss, Union hat uns halt nicht gefordert. So gar nicht, ja. So absolut gar nicht. Ansonsten Sané und Koman getauscht. Ja, ist für einen King auf jeden Fall besser. Haben wir gesehen, ja. Dass die erste Aktion von Koman bei Spielstart war eine Flanke. Auch sonst ist er mal 2-3 Mal am Gegner vorbeigegangen, was er über rechts halt gar nicht hinkriegt. Ansonsten hat er noch ein bisschen zu wenig gemacht aus den Möglichkeiten, die er gehabt hat, hatte aber viele Spielanteile erste Halbzeit. Sané dafür auf rechts, Totalausfall erste Halbzeit. Ich weiß nicht, hier, wir haben ja im Chat hier, haben wir ja und im Stream haben wir ja gehabt, können wir gerne im kommenden Stream dann nochmal drüber diskutieren am kommenden Montag, 19:30, hier schon mal der Hinweis. Dass Jan Sané unbedingt rechts spielen will. Also das hat mir heute nicht so ausgesehen, als wenn er rechts spielen möchte. Ja, und das hat mir auch schon gegen Bremen nicht so ausgesehen. Weil das war gar nichts beim Leo heute. Also, warum der wieder durchspielen durfte, ja, das ist wie mit dem Davis, ist ein netter Kerl. Und eine Diva, wenn du den auswechselst, ist er gleich wieder 4 Wochen beleidigt aber eigentlich, ja, noch eine schwächere Leistung geht ja schon fast kaum. Ja? Wenn wir mal seinen Maßstab nehmen, den er gehabt hat in der Hinrunde teilweise, ist das, was wir gerade sehen, unterirdisch. Ja, das waren alle Änderungen. Klar, dafür kam Goretzka dann rein als Achter. Goretzka, viel Licht, viel Schatten irgendwie gefühlt. Was man aber verstehen kann. Und ja, wenn man dann die Worte auch gehört hat vom Spiel vom Tuchel, ist auch klar, also sobald ein Fonsi wieder links spielt, spielt Guerrero wieder für 8 und Goretzka sitzt wieder auf der Bank. So. Ja, also von daher, ich persönlich war von der Aufstellung enttäuscht. Brauche ich auch keinen Hehl rausmachen. Für mich war es an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Tuchel hat eine Konsequenz gezogen, hat einen Davis rausgenommen. Immerhin eine. Ja, es hätten viel, viel mehr gezogen werden müssen, aber gut, das ist nur meine Meinung. Gut, das dazu. Damit würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten ja überdimensional für uns sprechen. Ballbesitz 72:28, Abseits 4-0, Fouls 5-9, Zweikämpfe 54:46. Ja, bestätigt das, was ich sagte. Ja, Union war gar nicht fickrig, so beim Zweikampf oder sowas. Harmlos ergeben. Ja, also, ich weiß nicht, mit welchem Anspruch Union nach München gefahren ist. Hätten sie auch einen Brief schicken können, pass mal auf, werte das Spiel 1-0 und alles ist gut. Schüsse aufs Tor 10-1, Schüsse insgesamt 22-4, Ecken 12-1, angekommene Pässe 684-213. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine Mannschaft gab, die weniger wie 213 Pässe hatte gegen uns. Müsste man wahrscheinlich lange suchen. Flanken 25-8.
Schüsse insgesamt, Musiala 2, Goretzka 2, Guerrero 1, Torschussvorlagen 0, gewonnene Zweikämpfe 6 Musiala, 6 Goretzka, 6 Sané. Ballkontakte 129 Guerrero, 125 Kimmich, 104 De Ligt. Ja. Das mal zu den Statistiken. Gut, gehen wir rein in die Aufstellung, gehen wir rein in die Benotung. Neuer 3-, hat den einen Schnitzer drin gehabt, den er dann selber ausgebadet hat und Glück gehabt hat, dass dann wie er ihn ausgebadet hat, nicht beim Unioner gelandet ist. Er hätte vielleicht einen Lupfer ins Tor machen können. Leimer war für mich auffällig gut, auffällig stark. Würde ich ich gebe ihm eine 2. Ich gebe ihm eine 2, hat mir gut gefallen, war immer wieder am Antreiben. Ist auch 2-3 Mal die Außenlinie durchgegangen, hat dann leider nicht immer den Ball bekommen. Aber bei ihm hat man auf jeden Fall auch erste Halbzeit schon gemerkt, er ist heiß. Ja, er ist heiß, er will. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so erste Halbzeit, Alter, wäre das nicht geil, wenn er unser Achter wäre und da das Mittelfeld so beackern würde, wie er da die Außenbahn beackert. Hätte uns richtig, richtig gut getan. Leider ist dem nicht so. Guerrero würde ich bei einer 3 sehen. Ja, hat das Tor gemacht, war ballsicher einigermaßen, ja. Hat eine gute Flanke sogar geschlagen. Zusammenspiel mit Coman hat in großen Teilen ganz gut geklappt. Manchmal so diese Pässe über 2 Meter, wie beim Davis auch. Aber er hat natürlich eine bessere Abstimmung gehabt, sag ich mal, von Offensiv und Defensiv. Wobei wir es heute auch nicht wirklich fair beurteilen können, weil nochmal, Union hat offensiv nicht stattgefunden. Uppa habe ich gut gesehen. Uppa sehe ich auch bei einer guten 3. Leider verletzt dann raus. Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, er hat sich an die Wade gepackt, hat gesagt, auswechseln. Dann haben sie mit ihm gequatscht und dann musste er noch 5 Minuten weiterspielen. Zum Glück musste er in keinen Spurt gehen, ja, aber allein da hast du schon gesehen, wenn ich doch der Gegner bin, 1:0, ja, Halbzeit, 5 Minuten, ich sehe, der Innenverteidiger ist verletzt, ist angeschlagen, dann riskiere ich doch mal was und geh mal in die Offensive und geh mal auf den Innenverteidiger. Die hat gar nichts gemacht, Alter, hat sie gar nicht interessiert. Ja. Also Uppa ist dann unbeschadet, hoffe ich, in die Kabine gekommen, also unbeschadet, nicht schlimmer gemacht, hoffen wir. Ansonsten habe ich nicht verstanden, warum man den Take gemacht hat. Ja. Wie gesagt, wenn es jetzt schlimmer ist, dann stehst du da und er ist ein paar Wochen weg. Habe ich nicht verstanden. Ja, na klar, Eric Dyer war nicht warm. Ja, schon klar. Aber nee. Also ich wäre das Risiko nicht eingegangen. Aber auch nur meine Meinung. De Ligt sehe ich auch bei einer 3. War okay, das Zusammenspiel mit dem Uppa, fand ich. Aber nochmal, waren beide absolut 0 gefordert. Uppa mal bei 1-2 Kopfbällen, auch De Ligt hat 1-2 Kopfbälle hinten raus gemacht. De Ligt hat sonst noch 2 gute Chancen, beziehungsweise sie hatten ja zusammen eine Doppelchance nach einer Ecke. Haben sie leider kein Glück gehabt. Ja, Goretzka tue ich mich ein bisschen schwer. Von daher würde ich ihm auch eine 3 geben. Ja, hat mir zeitweise sehr gut gefallen, dass er viel versucht hat, viel auch angetrieben. Der Schuss aus der Distanz war ein Witz. Ansonsten auch zu wenig Schüsse aus der Distanz, fand ich. Ja, war 1-2 Mal ganz gut im Kombinationsspiel mit drinne. Hat auch 1-2 gute Balleroberungen gehabt, aber irgendwie so, dass man sagt, jawohl, Alter, eigentlich bist du unverzichtbar in dieser Mannschaft, hat mir komplett gefehlt. Also der letzte Funken, so dass man sagte, boah, endlich mal wieder ein starker Goretzka. Hat mir leider gefehlt. King sehe ich. Weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich keine 3- heute verteilen, weil ich ja letztes Mal so die 3- auf hatte. Aber ich sehe inzwischen 3 und 4, von daher kriegt er die 3-. Was mir gut gefallen hat, er kam über links, man hat gesehen, die Seite liegt ihm viel mehr. Ja, da geht er auch mal am Außenspieler vorbei, da versucht er auch mal eine Flanke, da versucht er aber auch mal einen Schuss zu nehmen und so weiter. Viel, viel besser als über rechts. Aber dafür, dass er da so viel Platz hatte, beziehungsweise auch so überlegen war eigentlich vom Speed her seinen Gegenspieler gegenüber und so weiter, hat er zu wenig rausgemacht. Da sieht man einfach, dass ein bisschen die Form fehlt, denke ich. Kimmich sehe ich bei einer 3.
Also Kimmich fand ich heute nicht schlecht, hat seine Position auch gut gehalten, sehr tief gespielt heute. Ja, hat man immer wieder gesehen, immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, erste Halbzeit das Spiel aufgebaut. Ja, hat wieder 1-2 Mal sich easy peasy überspielen lassen, aber Union hat dann spätestens danach den Ball verloren. Ja, also nochmal, von daher, wir können heute diese Position sehr schlecht bewerten, weil Union einfach, ja, die haben nicht stattgefunden offensiv. Leroy Sané sehe ich bei einer 4. Eine klaren 4, wenn nicht sogar eine 4 minus. Hat mir nichts gegeben heute, der Typ. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, hat 1-2 Mal gut mit nach hinten gearbeitet, aber das sollte auch Standard sein, das sollte man nicht unbedingt erwähnen müssen. Ansonsten, ja, mir fehlt bei ihm auch einfach, ja, ich hätte jetzt gesagt, so der letzte Punch auch, wie bei Goretzka, aber eigentlich ist es noch mehr. Wenn man ihn an den Leistungen der Hinrunde misst, muss man leider sagen, auch das ist absolut noch nicht auf einem guten Niveau. Musiala tue ich mich auch schwer. Musiala, ja, sehe ich bei einer 3. Ja, eine 3 können wir geben. Zweite Halbzeit war er besser. Erste Halbzeit oft wieder die falsche Entscheidung getroffen. Oft wieder gegen 5 Mann ausgedribbelt und dann noch 10 ausdribbeln wollen. Stundenlang mit dem Ball gelaufen. Mir jetzt ganz gut gefallen, dass er ab und wann in der ersten Halbzeit auch mal aus einer tieferen Pose kam. Aber dann ist er einfach blind reingelaufen, anstatt den Ball einfach mal vernünftig zu spielen und mal eine Kombination zu machen. Zweite Halbzeit war es besser. Ja, da hat er ein paar gute Aktionen dann gehabt. Hat da aber auch noch oft die falschen Entscheidungen getroffen. Auch da so die letzte Lockerheit irgendwie. Ja, aber war noch so der mit da vorne, der noch mit am aktivsten war gefühlt. Harry Kane sehe ich heute auch bei einer 3. Ich denke, das erste Tor ist auf jeden Fall 50% bei ihm. Das zweite, mit dem, was knapp abseits war, bei der Vorlage, hat er souverän gemacht. Was zu kritisieren ist, er hat sich viel zu häufig, gerade in der ersten Halbzeit fallen lassen. Ja? Dass gar keine Strafraumbesetzung da war. Nochmal, wenn er sich fallen lässt, dann muss jemand anderes nachrücken. Und wenn derjenige Musiala ist das sinnfrei. Ja? Hat mir nicht gut gefallen, diese Taktik. So gar nicht. Zweite Halbzeit war es ein Tacken besser. Zum Ende hin, ja, dass er sich dann, dass er einen halben Abwehrspieler gibt, ist normal. Ja, dann ging es darum, das 1-0 über die Zeit zu bringen. Ja, von daher eine 3, denke ich. Aber auch da, ja, wie die ganze Mannschaft halt. Es fehlt im Moment einiges. Ja, Mathys Tel für die 20 Minuten, die auf dem Platz war, relativ schwer. Benotung machen wir nicht bei dieser Spielzeit. Hat man gesehen, er war heute, glaube ich, ein bisschen übermotiviert, hat 1-2 leichte Ballverluste gehabt. Vielleicht noch ein Ton zu Sané, war teilweise auch echt überheblich heute. Ne? So bei den Gegenspielern so. Das hatte ich bei Mathys Tel auch 1-2 Mal, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Pavlovic für die 10 Minuten mit Nachspielzeit, die auf dem Platz war, ja, war direkt wieder im Spiel. Ja, hat Ruhe reingebracht. Warum nicht von Anfang an, fragt mich nicht. Thomas Müller, dasselbe wie gegen Bremen, super unauffällig. Keine Ahnung, ich habe ihn einmal wahrgenommen, glaube ich, in der Zeit, wo er auf dem Platz war. Eric Dyer, ich denke, hat seine Sache mehr als souverän gemacht. Ne? Hat einen guten Pass gespielt vorne, wo er mal gefährlich was eingeleitet hat. Ja, hat einen kleinen Schnitzer gehabt, wo er sich hat abkochen lassen da von so einem Unioner da bei so einer Körpertäuschung einmal. Ansonsten alles souverän weggearbeitet. Ja, also genau das, was er kann, würde ich jetzt behaupten. Standardsituation, Sané-Ecken heute Note 6. Kimmich-Ecken waren 2, 3 gute dabei. Ja, ansonsten auch da, denke ich, viel Luft nach oben. Macht uns das Spiel jetzt schlauer? Mich persönlich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, es ist ein minimaler Fortschritt zu sehen. Das Gegenpressing, aber das Gegenpressing war schon gegen Basel gut im Testspiel. Das haben wir gute 25, 30 Minuten gemacht, haben wir heute auch gemacht. Dann haben wir es wieder sein lassen.
keine Ahnung, weil zu kräfteraubend oder was, ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Man hat ja dann selbst Union ein bisschen den Ball überlassen sogar noch, das habe ich gar nicht verstanden, warum man die dann noch versucht hat, wieder ins Spiel zu bringen. Dass Union nicht rausrückt, war klar, ja, das war abzusehen. Es fehlt ganz, ganz viel bei uns in der Mannschaft. Ja, nochmal Guerrero-Wechsel war gut, war ein guter Take. Die Seiten zu tauschen mit Coman und Sané. Für den King war es gut, für den Sané nicht. Ja, war noch schlechter wie auf links. Ich persönlich hätte mir einen Tellmer von Anfang an gewünscht auf einer Seite. Oder vielleicht mal eine Doppelspitze mit Harry Kane zusammen. Ja, gerade wenn da so ein Verbund steht, wie er da wieder stand, hätte das vielleicht auch mal Sinn gemacht. Und dass man dann vielleicht auf eine Doppel-6 verzichtet. War heute eh nicht nötig. Union war, wie gesagt, nach vorne nicht vorhanden. Ja, wie gesagt, für mich keine Ahnung. Ich kann es ganz schwer einordnen, dieses Spiel. Es war eine minimale Verbesserung. Wir hatten mal 1, 2 Kombinationen vorne. Wir hatten mal gute 15 Minuten pro Halbzeit, wo auch mal ein bisschen Bewegung in der Mannschaft war vorne. Wo man gesehen hat, ja, es geht ja, wenn sie wollen. Das hat aber auch immer nur eine Viertelstunde gehalten und dann war wieder der alte Trott drin. So, ja. I don't know, ich weiß nicht, ob wir die Kurve noch kriegen. Mit den Leistungen, die wir bisher gesehen haben in der Rückrunde, diese 3 Spiele. Alter, müssen wir uns nichts vormachen. Das wird nicht gut gehen, diese Rückrunde. Ja, nochmal, wir werden nicht dieselben Ergebnisse erzielen wie in der Hinrunde mit diesem Fußball. Ja, wir hatten heute das Glück, dass Union halt einfach total, weiß ich nicht, was. Weiß nicht, ob das Verunsicherung ist, weil sie da unten drin stehen oder was. Das war gar nichts. Ja. Nochmal, gegen jede andere Mannschaft hätten wir heute richtig gezittert, glaube ich. Ja, das hat man bei uns auch gesehen, diese Verunsicherung. Und dass wir es einfach nicht können. Wir haben 15 Minuten Gas gegeben und dann haben wir es wieder eingestellt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Auch dann nach dem 1-0, dass man dann denkt so, jawohl, es geht mal ein Ruck durch. Ja, haben wir dann gehabt. 10 Minuten, max 15 und das war's dann wieder. So, ach nee, komm, wird eh nix. Lass sein, komm. Wir fahren wieder die gleiche Schiene, Ballbesitz bis zum Kotzen und ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, am Ende zählt das Ergebnis. Das steht heute mit dem 1-0. Natürlich war es verdient, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten, ich bin sehr gespannt auf die nächsten beiden Spiele. Also mit so einer Leistung gegen Leverkusen, Alter, wird das grausam. Aber wir müssen erstmal bis dahin noch 2 Spiele spielen. Auf die ich sehr gespannt bin. Das werden mit Sicherheit keine Selbstläufer, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns weiter steigern. Ja? Und zwar in großen Schritten. In großen Schritten. Nochmal, für mich ist es unverständlich, warum man nicht einfach einen Kimmich als rechten Verteidiger stellt, einen Pavlovic und einen Leimer davor. Ich glaube, das wäre mal richtig Feuer im Mittelfeld. Und über die Rechtsverteidiger Posi hätten wir dann auch mal jemanden, der vernünftige Flanken schlagen kann. Oder bessere Flanken schlagen kann. Ja. Flanken sind aber bei uns prinzipiell verboten, obwohl wir dieses Spiel ja die eine oder andere Flanke gesehen haben. Ich glaube, da hat sich Tuchel auch ein bisschen umgestellt, nur leider, ja, ist davon nichts angekommen. Und die Strafraumbesetzung war auch nicht wirklich gut bei uns, leider Gottes. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Wie gesagt, ich bin da stehe da ein bisschen im Regen. Ja. Wir können ein bisschen was Positives rausnehmen, habe ich gesagt. Du kannst aber auch ganz, ganz viel Negatives rausnehmen, was wir nicht wollen. Wir nehmen mal das Ergebnis mit. Ja, und wir halten das jetzt einfach mal, wie es Christoph Freund vor dem Spiel gesagt hat, wir gucken einfach mal von Spiel zu Spiel. Heute hat zum Glück so eine schwache Vorstellung gereicht von uns. Nun geht's zum nächsten Spiel. Augsburg, wenn mich nicht alles täuscht.
in Augsburg. Da würde ich fast behaupten, dass so eine schwache Vorstellung, wie wir sie heute gezeigt haben, nicht reichen wird. Aber wer weiß. Ja. Wir haben gesehen, wenn es gefährlich wird, ist es Harry Kane. Alles andere ist... Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich will nicht schwarz malen. Wir sind 4 Punkte hinter Leverkusen jetzt. Aber ich denke, wir brauchen gar nicht irgendwie anfangen, auf Leverkusen zu gucken. Wir müssen mal schauen, dass wir endlich mal konstant über 90 Minuten... Ich meine, wir wären ja schon froh, wenn es nur 60 wären. Ja. Wenn wir mal konstant gute 60 Minuten sehen würden, wo du dann auch 2-3-0 führst und weißt, das Ding ist durch. Heute war 1-0, Alter. Ja. Ich sage ja, zum Glück war Union so schwach und hatte auch nicht die Eier, dann so die letzte Viertelstunde mal richtig aufzumachen und richtig Vollgas zu gehen. Ja. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bin gespannt, was der Tuchel gleich sagt in der PK. Nach dem Spiel ist er ja meistens ein bisschen ehrlicher. Ich bin gespannt, wie er es gesehen hat. Es war ein Mini-Step nach vorne, aber auch nur dank des sehr schwachen Gegners, muss man sagen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi. Und hier, ne, ganz wichtig, Daumen hoch und Kanal abonnieren, wenn ihr hier zuguckt. Ist aber eine Frechheit. So viele zugucken und nicht kein Abo da ist. Leute, frech.